Ja, das ist der Samson hier und das ist der Klausi. Klausi? Und ja, der Klausi, das sieht man schon ein bisschen an, der ist immer ein bisschen frech, ne? Annabel Schnupp hat vierbeinige Besucher mitgebracht. Eine Überraschung am Nachmittag. So, schau, der macht es ganz vorsichtig. So. Bei der Senioren-WG auf dem Bauernhof gehören Tiere zum Leben einfach dazu. Der Wageshof in Ostheim vor der Rhön. 9 Senioren verbringen derzeit ihren Lebensabend hier. Jeden Tag um 12 Uhr Mittagessen in der Gemeinschaftsküche. Eine Hauswirtschafterin kocht täglich frisch für alle. Auch Anni Wagner lebt hier. Vor 2 Jahren ist die 91-Jährige eingezogen. Ihr großes WG-Zimmer hat sie vom Hof gemietet. Über ihren Tagesablauf kann die Rentnerin, wie alle Bewohner hier, völlig frei entscheiden. Aufstehen, waschen und dann gehe ich vorher Kaffee trinken. Und meistens 3-mal in der Woche gehe ich zur Tagespflege. Anni Wagner ist gebürtig aus Ostheim, lebte aber lange mit ihrem Mann in Hessen. Nach seinem Tod wollte sie wieder zurück in die Heimat. Ja, meine Eltern sind nicht mehr da und Kinder habe ich keine. Und was wollte ich da oben allein machen? Hallo? Hallo. Anni, ich wollte mal deinen Blutdruck messen. Ja, das ist gut. Die pflegerische Betreuung übernehmen Fachkräfte wie Lisa. Sie kommt von einem ambulanten Pflegedienst. Den haben alle Bewohner gemeinsam ausgesucht. Jeder hat andere Bedürfnisse, die je nach Pflegestufe abgerechnet werden. Bei manchen ist es nur Strümpfe anziehen oder Tabletten hinstellen. Manche brauchen Hilfe bei der Körperpflege oder beim Essen eingeben, Hilfe beim Trinken, Unterstützung beim Duschen. In der Senioren-WG ist alles barrierefrei. Eine Putzfrau übernimmt die Reinigung aller Räume. Die 4 großen Bäder teilen sich die Bewohner. Den Stock dürft ihr mir mal geben kurz. Hat sich nichts verändert. Nee, das habe ich schon die ganze Zeit. Das geht jetzt eigentlich. Die 30-jährige Annabel Schnupp leitet die Senioren-WG zusammen mit ihren Großeltern. 2013 zogen die ersten Bewohner ein. 10 Plätze hat sie hier. Ihre Senioren sieht Annabel als Teil der Hofgemeinschaft. Wer wie Anni Lust hat und es körperlich schafft, darf gern mithelfen. Das lernen wir aus. Einfach wer möchte, für den haben wir immer, ich sag mal, kleine Sachen, die auch Spaß machen können. Wer nicht möchte, der kann einfach hier, ich sag mal, die Stille und die Vögel genießen. So wie es für jeden passt, ist das bei uns eigentlich möglich. Der Wageshof ist Annabels Lebensmittelpunkt. Sie managt hier eine Pferdepension und leitet noch eine eigene Naturheilpraxis. Ihren Job als Industriemechanikerin gab sie vor 5 Jahren auf, weil sie sich mehr um den Hof und die Senioren kümmern wollte und weil Hilfe gebraucht wurde. Menschen, Tiere und Natur im Einklang, das ist ihr Ziel. Die Senioren liegen ihr besonders am Herzen. Tatsächlich bewegt mich das unheimlich, die ganzen Geschichten dahinter, ne? Man merkt erstmal, wie privilegiert man lebt, wie gut es einem im Sinne von geht. Wir haben wirklich halt welche, die noch geflüchtet sind, ne? Die mit 20 als älteste Tochter mit noch 4 jüngeren Geschwistern ohne Eltern einfach losgelaufen sind mit der Masse. Also da kriege ich Gänsehaut, ehrlich. Annabels Großeltern gründeten 2012 die Senioren-WG auf dem Hof. Damals eine völlig neue Idee. Gertrud Schnupp kämpfte jahrelang gegen Bürokratie und Skepsis bei Ämtern und Behörden an. Oh ja. Die Ämter, ja, weil das noch ziemlich neu war. Die haben das auch nicht richtig verstanden. Und damals war die Not für Altenheime auch noch nicht so gegeben wie heute. Da hat noch keiner das irgendwie forciert. Das ist mehr eher boykottiert worden, weil sie ihre Heime voll bekommen wollten. Ne? Und heute sucht ja jeder und braucht einen Platz und kriegt keines, ist auf der Liste. Ne? Schwitzt man nicht so, ne? Immer wenn es die Hofarbeit zulässt, sind Annabel und Gertrud Schnupp für ihre Bewohner da. Ob mit einem gemeinsamen Singen oder einem kleinen Plausch. Sie möchten, dass auch Ältere so selbstbestimmt und normal wie möglich leben können. Es ist natürlich ein bisschen abgeschieden, aber die Ruhe ist wichtig und die Pferde. Mir gefällt es gut. Wir sind ein gutes Team
Und das ist schon mal wichtig. Hoch auf den gelben Wagen. Auf einem Hof alt werden, in einer Gemeinschaft. Der Wageshof in der Rhön will zeigen, dass Älterwerden auch so geht.